Nun gut, Freunde, war mal gucken, was denn hier in der Version von Riku so abgeht. Zurück bei Kingdom Hearts Dream Drop Distance in der Welt der drei Musketiere. Den Versen von Kater Carlo. Okay, erstmal ein Shop und Speicher. Toll, das ist der direkte erste Speicherpunkt. Ja. Zeitsturm. Okay. Klingt mitunter schon cool. Vielleicht auch mal neue Moves. Jetzt so gerne einen Ballon wieder gehabt hier, aber okay, das will wohl nicht sein. Wobei man einen Ballon ja auch selber anlegen kann, sind wir ehrlich. Den Kreiswurf finde ich ganz cool. Wenn schon eher die Eisklinge, ja? Weil je nach Gegnertyp bringt halt Eis dann nichts, ne? Das ist ein bisschen doof. So, wir haben jetzt hier das Ding, da packe ich mal das rein. So. Empfangshalle von nicht Schloss Disney, nicht ganz, eine andere Version. Oh. Okay. Ich habe die Aktion schon gesehen, aber war ja auf allen drei etwas anderes drauf. Also, bin nicht ganz sicher, soll ich was Bestimmtes machen? Darf ich es selber aussuchen? Da wäre ich jetzt kurz verwirrt. Hier kommt die Feuermühle. Boom. Und der Kreiswurf. Und der Ballon. Ja, kommt nur, kommt nur. Hallo? Oh, war ein Mega-Ballon. Genau, den meine ich damit mal offscreen. Also offscreen. Ich habe mal ein YouTube-Video gesehen, wo ich mal geguckt habe, wie man mit Sora gegen diesen Boss-Rushen so macht. Okay, das ist vielleicht Ballon. Also war die nächste Version, ne? Ballon war oder sowas. Ich habe noch die erste Version. Man quasi noch nicht auf den Gegner schleudern kann, sondern nur um sich rumbilden kann. Verstehe. Geht natürlich auch so. So, nun, was sagt die Map? Was? Ins Opernhaus, ja, aber, Feuermühle! Saugsturz! Ich sauge! Kreiswurf! Ballon! Zum Spaß ein bisschen. An den Tagen zu spammen. Dann Level up. So, kommen wir rüber? Na, natürlich nicht. Wenn ich darüber muss, ne? Und da geht es eigentlich weiter. Da ist eine Kiste. Alle Indizien sprechen dafür. Hä? Okay. Das, wie das Opernhaus ist, naja. Erstmal oben noch gucken. Okay, darfst frei aussuchen. Alles klar. Und ja, es muss mit dem linken Kontrollstick sein, ne? Haben wir es auch schon zueinander, ganz cool. Level up für Riku. Mit dem Wasserfass. Ja, es ist Riku, der mit dem Wasserfass. Hey! Nimm die Kabel zurück, Mann.
Was haben wir Schönes? Naja. Ob es sinnvoll ist, kann man nicht darüber streiten, aber es ist lustig. Es ist unterhaltsam. Und ich denke, für Videospiele ist es nicht unbedingt so verkehrt, ne, wenn gewisse Aktionen auch mal unterhaltsam sind. Eine Mega-Pausch. Okay, gerade geht's nicht weiter. Nein, Riku. Mach nicht den Riku. Mach nicht hier den Riku. Riku, mach nicht den Riku. What's all this for? Is that supposed to be Mickey and the others? Yeesh. Those three are together even when they're made out of wood. Pete. Wait! Ja, auch an die Szene kann ich mich aus dem Film noch gut erinnern. Wo die Panzerknacker, naja. Dass wir Panzerknacker sind. Das wäre ja ein bisschen möchtiger Panzerknacker. Nein, es sind eigentlich schon, aber ja, es ist halt. Vor allem hören die Panzerknacker auf Katakalo ja mal ganz neu. Aber andererseits bin ich aus diesem Universum mal schon ziemlich raus, insofern. Is someone... Minnie! Oh, thank you for saving me. Where are you going? I have to help the Musketeers. What happened? Tell me what I can do. Who are you? Riku. Mickey's my friend. Oh, Riku, the stage has been rigged with a machine to lure Mickey and the others into a terrible trap. If we could only find something to control the device from here. Lucky I remembered. Look what I nearly forgot. Eh? Why is the buck sans mouse? Oi, quit messing around. The boss is losing his patience. Hey, There it is! That's the gadget we need to retrieve. I'm on it. Rückblende, gute Reise, Prinzessin. Release me! This instant! actually, it's time to say bon journey, Your Royal Highness. Captain Pete, what is the meaning of this? Oh, don't you lose any sleep over it, Princess. I'm just gonna seize the throne and rule happily ever after. After you name me king, that is. What? I most certainly would never agree to that. Bien sûr. And that's why the real you won't be the one doing the naming. I got myself another stooge to take the stage. All you gotta do is keep your royal mouth nice and shut. A double? Mickey and the Musketeers will stop you. Oh, never you fear, Princess. Those chowderheads will be out of the picture real soon. So, how we looking, boys? Aye, okay, boss. Test run's done. We'll flatten them like crepes. Good. Now, you must hold on to that thing no matter what. If you don't mind, Your Highness, we have a seat reservated for you backstage. It's gonna be curtains soon. Curtains! I love it!
Ah, ich sehe schon mal einen Sturzfaktor, ne? Oh, Alter! Was ist denn das hier gerade? Der geht richtig übel aus. Und deswegen hat er für mich ein bisschen sehr... Was machst du da? Drago, was machst du da? Ein bisschen übel, weil er heute ein bisschen mit Schwindel zu kämpfen hatte, von Nackenverspannungen her und das dachte, oh Scheiße, kannst du gar nicht wieder zurück oder was? Nicht lustig. Schwindel generell, ne? Aber. Wow! Junge! Ein Traum davon. Ich meine, es gibt Schwindel und es gibt solchen Schwindel, ne? Das ist ja immer so. Am besten natürlich ist immer, wenn du sowas noch irgendwie kontrollieren kannst auf eine irgendeine Art und Weise. Oder weißt, okay, wenn du dich hinlegst, dann ist er gut. Mit dem Sturz hat aber nichts zu tun, wa? Aber wenn du irgendwie versuchst, dich hinzulegen und merkst, Scheiße, wird noch schlimmer, dann ist es auch nicht toll. Ja, ich weiß, ich kann ja so machen, ne? Huch, auch nicht? Hä? So geht das nicht? Ah, jetzt. Die berühmte Feuermühle und den Saugsturz, wer kennt es nicht? Balloon! Balloon sind tollkühne Crew! Ja, cool, wenn die irgendwie ja noch sehen würden. Oder halt bei einem Kingdom Hearts, ne? Man sind Disney-Abenteuer. Star Wars fehlt eigentlich noch, ne? Nachdem wir schon Pirates of Caribbean hatten, also ja, Fluch der Karibik und so. Ich glaube, bei Kingdom Hearts 3 kommt auch wieder vor. Aber ganz ehrlich, Star Wars hier reinbringen, Ich stelle mir irgendwie lustig vor. Soll der hoch oder was? Darf nur drehen. Okay. Da ist einer. Ich muss ihn platt machen. Komm, Riku. Ja, versuch's doch. Kannst gerne rauskommen, Alter. Voila! Junge, bist du schwach. Aber gute Erfahrungspunkte gegen die. Junge. So, nach oben muss ich, wa? Ja, das ist eine Empfangshalle. Das wäre falsch. Ich muss da hoch, ne? Ja gut. Und da? Wo ist es richtig? Na toll. Gib mir die Truhe. Vor allem den Inhalt. Gaga Glucken Rezept. Okay. Mal gucken, ob hier noch was anderes ist. Ne, okay, ich muss noch darüber. Ja, ein bisschen. Okay, ist einfach K.O. Oh, noch eine Truhe. Hallo? Riku. Ganz ruhig, Kumpel. Ich muss aber immer noch zugeben, Riku zu spielen macht mir hier in dem Spiel zum ersten Mal in einem Fire Emblem Ablegern mehr Spaß als Sora zu spielen. Sora wirkt ihn mir auf mich so von wegen, ja, es ist irgendwie so unsicher, so ungewohnt. Sonst vor allem Riku. Bei Kingdom Hearts 2 hat er schon eine gewisse Entwicklung, also generell hat Riku in allen Spielen eine große Entwicklung durchgemacht. Bei Kingdom Hearts 2 haben wir halt auch gemerkt, dass ihm da auch Sora sehr viel geholfen hat. Und Sora selbst, gut, da bist du wieder zugeben, ihm fehlt ein Jahr, ne? Ein Jahr der Entwicklung, weil er da mal da
im Schloss einfach mal gepennt während Events von Chain of Memories. Beziehungsweise nach natürlich. Und ja, war plötzlich nach einem Jahr älter, aber selbst dieses Jahr hat er nicht erlebt, ne? Er hat einfach gepennt. Dass er dadurch vielleicht doch auch nicht ganz so reif geworden ist wie Riku, wobei reif war so im Vergleich zu Riku sowieso noch nie. Er ist ein Grad jünger, ne, glaube ich sogar. Also insofern ist auch ein schlechter Vergleich. Bei Riku wirkt das eher so, als hätte er auch wirklich... Was heißt Bock? Das heißt, oh, zack. Das ist falsche Begriff und so, aber als würde er sich mit der Materie irgendwie auch auseinandersetzen. So wirkt die ganze Ding noch verwirrt und so, wenn man denkt, hä, du hast mit dem Meister Jensi gequatscht. Und trotzdem in der Welt oder so, ah, du bist das, hey, was machst du hier? Und ich denke so, hä, was das nicht der Original sein kann. Wir stürzen die gleich. Oh. Als er noch im Kampf drin war, wa? Aber es ist ganz so schwer, kann ich nachher direkt in den Kampf hier weitermachen. Und Riku stürzt. Okay, soll ich ihm was mitgeben an Sora? Um die Sturzanzeige zu verlangsamen. Das ist sogar mal so eine schlechte Idee tatsächlich. Schick's ihm einfach mal. Was aber nicht in diesem Kampf mit diesem Kackvieh? Ja, genau, der Tyrannenrex. Machen wir mal ganz kurz. Weil wir noch etwas am Trinken. Normalerweise passiert kurz eine Katze nur so, aber wenn ich natürlich direkt weiterkämpfen muss. So. Ja, macht aber guten Schaden. Ich selber kriege keinen Schaden, aber leider der Wagen hier ist ein bisschen doof natürlich. Hör auf, den Wagen kaputt zu machen, du Kackviech. Was ist das jetzt? Einen haben wir gesehen, Alter. Oh, was ist Rü? Sag mal, ist langsam gut hier. Das beinahe noch vermasselte, Junge. Wieder so siegessicher gewesen. Also dachte mir so, komm, das Vieh ist fast down und so. Ein Move nur nachher hast du es und dann. Tyrannenrex-Rezept. Ja, um den noch machen könnten, wäre schon cool. Huh? We'll be lightening your load by one, princess. Now make like those musketeers and scram. Au revoir.
I mean, Mickey! Sora, I'm sorry. They got away with the princess. don't be. It's not your fault. As long as we all stick together, I know we can get the princess back. Goofy's right. As a team, we can do anything. Yeah. Come on. Hey, look, Mickey. There's the carriage. But there's no sign of the princess. Yup, she's out there somewhere, counting on us to come to the rescue. And we're gonna be the ones to save her. Hey! Aren't you forgetting someone? Ach, da werden so schöne Erinnerungen wieder wach daran. Und ich habe es damals bei Kingdom Hearts 1 mal erwähnt, also beim Let's Play von Kingdom Hearts 1.5 HD Remix, also den Kingdom Hearts 1, dass ich halt immer noch sehr, sehr schade finde, dass man sich gesagt hat, von Seiten Entwicklerstudio her und so, nee, beim Remix, da bringt man keine deutsche Synchro mehr, ne? Es ist sehr lange her, als ich Kingdom Hearts 1 Original mal gespielt oder zum Teil gespielt habe, nicht durchgespielt, sondern nur zum Teil gespielt. Damals in der deutschen Synchro und so, und ja, wo ich hier mit der Remix-Reihe angefangen habe und mir gesagt habe, hey, ich will hier alle Dinge, die komplette Reihe durchspielen, möglichst natürlich chronologisch, beziehungsweise so wie es halt in jeweiligen Remix-Teilen, sag ich jetzt mal, erschienen ist. Und dann kam ja die Ankündigung von Kingdom Hearts 3 und dann plötzlich so, nee, auch ohne deutsche Synchro. Und ich dachte mir so, come on, ich meine, dass zu Beginn weg nicht da ist, okay. Kann ich vielleicht noch verstehen, vor allem weil die Entwicklung von Kingdom Hearts 2 wirklich sehr lange gedauert hat. Aber nicht als DLC oder so noch nachbringen, weil gerade so die Stimme von Goofy, Mickey und Donald in Deutsch, ich meine, klar, die englische ist natürlich original, gar kein Thema, aber mit der deutschen, da finden sie so viel Erinnerungen, so viel Nostalgie. Da wäre einfach nochmal ein Pluspunkt mehr gewesen. Ist eben noch ein Punkt, wo ich mich, ja, ich sage jetzt nicht darüber ärgere, aber den ich immer noch stark kritisiere tatsächlich. Übrigens auch so beim neuen Dragon Ball Spiel. Man könnte auch sagen, Budokai Tenkaichi 4. Nein, Sparking Zero. Wie es auf Deutsch heißt, keine Ahnung, wie es so heißt oder denselben Namen hat. Was irgendwie auch lange die Frage war, hey, deutsche Synchro und so. Und plötzlich, nö, gibt Englisch und Japanisch, fertig. Und ich mir so, weißt du, Final Fantasy kriegt das hin, gar kein Thema. Aber andere Dinge, nö. Warum auch? Und ich denke so, warum? Gut, Dragon Ball ist nochmal so ein anderes Thema, aber wirklich gerade zu Kingdom Hearts denken wir so, bitte, warum nicht? Also, doch jetzt gut, hier wird es ja ein bisschen schwieriger, jetzt hier nachzuliefern, als in der PS4-Spiele. Das ist auch die Kingdom Hearts 1.5 und 2.5 HD Remix Edition. Ich glaube sogar HD, gab es sogar erstens bei der PS3 noch oder für die PS4 reported oder imported. Aber hier nochmal die deutsche Synchro noch nachzuliefern, das generell, wir müssen natürlich auch mehrere europäische Dinge nachliefern. Das wird sicher eher schwierig werden. So, soll ich mir jetzt hier umgucken oder was? Ich meine, notwendig wird es nicht sein, das würde mich jetzt stark wundern. Machen wir runter. Swish. Ja, das gefällt mir. Ich war erst ein bisschen verwirrt, weil beim Level, bei der Welt besser gesagt hieß es wegen, ja, Kampfstufe 28 und dann war so, hä? Okay, bin wohl viel zu schwach dafür. Aber bisher machen die Viecher locker platt. Und ja, ich weiß, ich habe meinen Link-Moves und so drauf. Da bin ich eher sparsam tatsächlich, weil warum soll ich für No-Names die einsetzen? Was zum... Ja. Machen dann sicher bei Bossen, ne? Sag's mal so. Ah, okay. Da ist so einer. Kann der Boss hier sein? Wer? Katakado vielleicht? Muss einen, ne? Vor allem für den einen. Ob es jetzt
Weil Riku und Sora Katakalo ist. Ja, komm. Normal öffnen. Ja, Sora, genau. Feuiger. Ja. Ja, Feuiger. Ich muss dazugeben, ich bin sehr froh darum, dass Kingdom Hearts 3D HD hier. Ich meine, dass es wieder doch auch gespielt habe, obwohl ich ja damals das vom 3DS dann noch das Trauma hatte, muss man zugeben. Und auch gewisse Dinge ich jetzt noch sagen muss, du, naja, gut ist was anderes. Also, sag jetzt mal gut umgesetzt. Moment, ganz kurz. Ich hab kurz probiert. Da hinten kommen, das stimmt schon, okay. Aber trotzdem, dass man sagen kann, ja, klar, es sind viele Welten. Ich spiele die Welten mit so einem Riku zusammen, aber sie sind nicht groß. Ne? Also von der Länge her, muss ich bis jetzt sagen, ist es angenehm. Und das sage ich, jemand, der... Ich renne nur gerne mal zurück in die alten Zeiten mit Xenoblade Chronicles. Pandora's Tower und The Last Story, wo ich mir dachte, Xenoblade Chronicles, so ein, in Anführungszeichen, Kackspiel, was so lange dauert. Pandora's Tower, naja. The Last Story so geil, ne? Weil auch die Story jetzt nicht so übermäßig lang war und die Welten und so. Aber hier finde ich halt vor allem auch deswegen das cool gemacht. Weil, wir müssen zugeben, es ist halt kein Kingdom Hearts 1, 2, 3, ne? Das ist kein Hauptteil, das ist halt so, ja, wie man sagen, so ein Side-Ding, der ein bisschen noch die Story erzählen soll. Ich finde es trotzdem sehr, sehr gut gemacht bisher. Also, ein HD-Teil, ne? Das Original eben, das war so, naja. Darüber redet nicht mehr. Vor allem ist es auch schön, dass wir jetzt das Ganze nochmal zocken können und dann nachher hoffentlich auch schon bald eben mit Kingdom Hearts 3 starten können, weil ich glaube nicht, dass 0.2 Birth by Sleep Peasant oder Fragmentary Passage oder so wieder heißt, lange dauern wird. Dann X-Cover, das ist glaube ich eh nur ein Film quasi. Ja, und dann relativ schnell Kingdom Hearts 3 mit dem DLC und ich glaube bis ich damit durch bin, ist auch schon Kingdom Hearts 4 raus. Da muss ich zugeben, auch überrascht. Ne? Ich dachte so nach Kingdom Hearts 3, okay, jetzt kommen wieder übelst viele so Side-Stories, bös gesagt. Also Spiele, die natürlich schon mit dem Hauptspiel zu tun haben, die Story ein bisschen erklären sollen, was noch alles kommt und so. Aber trotzdem natürlich einen Haufen anderer Charaktere einführen. Das einzige andere, was wir hatten, war dieses Melody of Dreams oder sowas. Was von der Steuerung her, naja, sehr fragwürdig ist. Ich glaube, du spielst da auch nicht Sora, sondern spielst da noch Kairi. Aber trotzdem muss ich sagen, ja, okay, kann man so machen. Ich glaube, bisher noch ein Spiel war. Sonst sind keine weiteren Kingdom Hearts Spiele angekündigt. Und ja, trotzdem eben schon. Kingdom Hearts 4 haben wir auch schon erste Trailer und so gesehen. Also von dem her kann man sagen, ja, die Entwicklung ist da gut voran. Ob es für die PS5 noch kommen wird, ich denke schon. Ne? Und auf die Pro vielleicht sogar. Aber kann man sich vorstellen, dass die Entwickler jetzt sagen, ja, dann machen wir jetzt erst für Kingdom Hearts 6. Das dann doch nicht. Und dann natürlich was... Oh, geht schon weiter. Ah, okay. Natürlich nachher auch die Frage ist, ob dann die Reise von Riku, Sora und Kai mal durch ist. Und wenn eine neue Generation drankommt. Oder wenn die Entwickler... Ich bin gespannt, was passiert. Also die Entwickler sagen, ja, eine Idee wäre es zwar, aber wir wissen, das ist eine Kack-Idee, weil die Leute, die Fans wollen das gar nicht. Deswegen machen wir das auch gar nicht. Von Riku, Sora und Kai werden immer die Hauptcharaktere sein. Kommen wir jetzt da hoch? Ja, da kommen die Dinge, da ist, ich wollte eigentlich da, jetzt ist halt die Frage, wie kommt da hoch, ne? Wow, das war ja klasse. Ich hoffe natürlich auch bei Kingdom Hearts 4 eben auch auf die ganzen anderen Charaktere, die wir mittlerweile so alles getroffen haben, dass die da wieder vorkommen werden. Aber mehr will ich jetzt gar nicht verraten, weil sonst wieder zu viel wegnehmen, was auch Kingdom Hearts 4 betrifft, 3 betrifft. Und vieles weiß ich noch gar nicht, ne? Also von dem her. Sag mal so, wieso springst du nicht, Junge?
Was ist denn los mit dir? Hä? Der Teil hat mir trotzdem, ohne da entlang slide? Ja, nee, ist klar. Wow, nein! Boah. Ich würde gerade sagen, das ist sehr schwer auszuweichen. Natürlich, wenn man so doof ist wie so war. Oh, Moment, Freunde, Moment, ganz kurz. So. Ganz easy peasy. Ich habe keinen Zeitdruck, nix. Hä? Jetzt abgehauen, ernsthaft? Okay. Ich habe gesehen, dass unten dann eine Truhe war. Aber ich sammle eh in alle Truhen, also von dem her. Also jetzt nicht spezifisch, ne? Wenn natürlich alle finden würde, geht so okay. Aber geht es nicht irgendwie speziell auf die Suche. Okay. So kämpft gegen alle drei in der Art und Weise. Interessant. Das ein Bosskampf ist. Hier, weißt du was? Hier! Ja, Mann, ich fange euch, ihr seid böse Geister! Ghostbuster-mäßig. Aber echt verdammt guten Schaden. Man wollte mich verarschen? Die haben ja gar nichts drauf. So, 2 im Streich, 2 im Sinn, der dritte im Streich oder was? Na komm. Ich habe ihn nicht getroffen. Wer war das? War das so ein Flora? Pandrago war ja bei mir. Hä? Okay, kein Plan. Sora, thank you. Princess Minnie is safe. We couldn't have done it without ya. Sure. Happy to help. Oh, my hero. Huh? It's the bad guys! Huh? Thought we'd go down easy peasy, eh? Let me at him. All right. We can do this all day. Wait, Sora. Got any suggestions, Goofy? Okay. Oh, You've got an idea? and it might even be a good one, too. Hold on. Sure. Take your time. How'd I do? Yeah! We did it! Hooray for the Musketeers! We did it! All for one, and one for all! Huh? Do you see that? Hmm? What's up? Hey, you! Not so fast! Goofy, where are you going? What's the matter, Sora? Hold on. Oh, Mickey, Goofy just sort of took off. Goofy's gone? But why would he leave his post? Not you too, Donald. What do we do? It's a disaster! Calm down, Donald. Start from the beginning.
The captain's gonna kidnap Princess Minnie. What? But he's the one who made us musketeers. It was all a big lie. A lie? Well, lie or no lie, musketeers don't ever run from danger. Then it's time for me to get a new job. Donald, wait! Together we can stop Captain Pete. Yeah, we're in this together. Come on, we'll be right beside you, 'cause we're friends. I just can't do it. I'm sorry. Donald! Donald. He'll be back. I know it. Aw, thanks, Sora. So this captain guy's the culprit. I wonder what he's up to. What am I up to? Huh? I'm up to plenty. Oh, Pete? Who's that? A stranger looking to be endangered. You! Mangle these yardsticks! Captain Pete, by the power vested in me as a musketeer, I arrest you, mister! That's a good one. Well, how's about this? By the power invested in my fist, I clobber you! Oh, Mickey! Sora? No. Donald. Goofy. Where's Mickey? Captain Pete and his guys took Mickey to Mont Saint Michel, and that means he's in big trouble. Once the tide comes in, the dungeon will fill up with water. And so will Mickey. Well, come on. We gotta go save him. Oh, but how? What are you saying? You and Goofy wouldn't have come back if you weren't ready to save him. We're friends. Friends for life. Remember? Yeah! Best of friends to the very end. Good. Let's go. Right. Okay. Vor allem dafür, dass sich die drei eigentlich erst ganz kurz kennen, war. Ach, immer wieder schön. So, kurz gehypt, Freunde. Ich würde sagen, haben wir den Zeitpunkt. Erst muss ich speichern, dann können wir die Folge beenden. Wir sind eh schon ein bisschen darüber tatsächlich. Und ich lass mich ran, ich kann Ballon noch nicht kaufen. Jetzt müssen wir uns mal einen neuen Vita-Spruch irgendwie kaufen und ihn erst wieder freischalten. Vita, Vitra, Viga wäre mal ganz cool. Aber gut, anderes Thema. Gut, dann speichern wir mal hier und sagen an der Stelle danke fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Kingdom Hearts, Dream Drop Distance. Ich denke mal, ein bisschen mit so, wenn wir noch zocken können, bevor der Sturz aktiviert. Dann wieder mit Riku switchen. Bin gespannt, wer zuerst fertig wird mit seiner Story. Aber Sora ist schon im letzten. Also bei Sora fehlt nicht mehr viel, ne? Das könnte vielleicht sogar noch schaffen, wenn der Sturz ausgelöst wird. Bei Riku, aber ich bin gespannt, wie das storytechnisch da, wenn da der große Boss. Gut, theoretisch natürlich können wir beide wieder so ein Traumding auftauchen. Weil eigentlich, dass wir gegen Pete antreten, das wäre schon, naja, es würde mich, eigentlich müssen das schon Donald Goofy Mickey machen, ne? Eigentlich. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.